Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich das Projekt jetzt hier vorstellen darf. Ich bin sozusagen die Gründungsmutter von Fluid Identities und Sie sehen jetzt schon das wunderbare Projekt Fluid Identities Young, zu dem mein Co-Regisseur Sandy Tollmeier mehr sagen wird. Ich bin Ute Lippold, ich bin die Intendantin und Regisseurin von Theater Wolkenflug und das ist ein Theater Wolkenflug-Projekt, das in Wahrheit dem Umstand, dem Ungünstigen des Corona-Ereignisses zu verdanken ist. Geplant war das Projekt Fluid Identities als Fortführung eigentlich eines Kunstprojektes, das sich das andere Land genannt hat. Das war ein Projekt im Museum Moderner Kunst 2019 und war die künstlerische Dekonstruktion des Kärnten-Diskurses zum Thema. Vorausgegangen ist, oder dieses Projekt war Teil des kunstbasierten Forschungsprojektes Performing Reality, Dis- und Reartikulation des Dispositivs Kärnten-Koroschka, das am Institut für Kulturanalyse an der Universität Klagenfurt durchgeführt wurde. Das Vorgängerprojekt eben dieses Projekts Das andere Land wurde von mir als Regisseurin gemeinsam mit Schauspielerinnen, Musikern und Wissenschaftlerinnen genutzt, um die Kärnten-Narrative der Kärntner Literatur des 20. Jahrhunderts anhand von Texten sogenannter Heimatdichter wie Primus Lesjak und Josef Friedrich Perkonig und auch kritischen Autorinnen wie Peter Handke, Josef Winkler oder Maja Hadalab einer Untersuchung zu unterziehen. Die Idee jetzt für das aktuelle Nachfolgeprojekt, aus dem dann Fluid Identities, das Videoformat, entstand, war das Projekt Abziehbilder, Odlepke, Fluid Identities, in dem ich als Nachfolgeprojekt fragen wollte nach der zeitgenössischen Position in der Kärntner Literatur. Ich wollte die junge Generation sozusagen von Autoren und Autorinnen nach ihrem Sprachgebrauch befragen und habe eigentlich selber die These vertreten, dass es nicht mehr sich sprachlich in diesen hermetischen Blöcken entweder die eine Sprache oder die andere Sprache abspielt, das literarische Schaffen, sondern dass die Sprache eben fluid gebraucht wird. Zur Seite gestanden ist mir damals als Kuratorin dann Elena Messner und Dominik Sriens und die Folge hätte sein sollen ein Theaterprojekt im Stadthaus. Dann kam Corona und es gab einmal dieses Buch. Das ist die erste Publikation von den gesammelten Texten. Und nachdem das Theaterprojekt dann 3-mal verschoben werden musste, gab es die Idee, eben das Ganze ins Internet zu verlegen. Und wir haben Fluid Identities gegründet. Jetzt sehen Sie sozusagen einmal die Startseite vom Projekt Young. Wenn wir kurz auf die Seite, also aufs Konzept gehen können, dann sehen Sie die Idee dahinter, genau ein partizipativer Video-Essay zur Dekonstruktion von Herkunft und Identität. Das sollte der Beginn eines großen Netzwerkprozesses sein, in dem eben einfach über Identität und Herkunft nachgedacht wird. Und ich muss sagen, es ist ein Erfolgsprojekt. Wir stehen jetzt bei Nummer Videoclip 101. Wir haben mit 101 Person gesprochen. Das Projekt zieht sich, also die Idee gab es 2019, wir sind 2021 dann online gegangen. Sie können das alles auf unserer Website www.fluididentities.at sozusagen genießen und konsumieren. Das sind die Abgelegten, das sind die Anfänger. Also die Elena Messner hat gestartet und ich habe aus diesem Projekt, aus diesem literarischen Projekt, dann einfach ein größeres Projekt gemacht, in dem ich Menschen verschiedenster Provenienz, auch Künstlerinnen, Menschen verschiedenster Herkunftsländer, Künstlerinnen einfach zur Identität befragt habe und die Ideen und Gedanken finden Sie eben hier. Die jüngste Idee war dann, gemeinsam mit dem SBC zusammen Fluid Identities Young zu machen und eben zweisprachige Schülerinnen und Schüler einzuladen. Das ist jetzt dieses Projekt geworden, von dem Sie schon kleine Clips oder einige gesehen haben. Und ich bedanke mich eben beim SBC für die Unterstützung und ganz besonders bei Sandy Tollmeier für die hervorragenden sprachlichen Interventionen und die Betreuung der Jugendlichen. Und der Sandy wird Ihnen jetzt mehr über das Ganze berichten. Dankeschön.